Goedemorgen. Nog de vrede Gottes van dem waar met iedereen een zijn hier aan zijn meer en dat we alle top waren waar een tjan wat leren, wat tjan opbouwen zijn en hoe we ons voor een tjan om zich en zijn. Vandaag jank ik me in de bulletin een denk op te geven. Het staat er dat donderdag wat de senior supper zijn bij Anchor of Hope. En du hast ongeveer 60 jaar en alle en Peter Wieb found me en zei dat we 65 jaar en alle. So we hebben daar wel handvoeren. Ze hebben dat voor deze werk van 65 jaar en alle. Goed, dus ik denken dat dan hier van daar waren wat mettelen en dan lees je dingen en laat ik in de Bijbel nemen en beet dat je wat verbrengt, dat wat en zijn en zodat ik dat ook ditmaal waren. En kwam bij Psalm 15 en dat geeft me een lijn van wat ik wil mettelen. En man dort las ik nog some Geschichten. Wo Gott sein Wort an uns schaffen, das ist manchmal sehr interessant und das auf verschiedene Wege dort anfangen. Bei los von einer Tante, sie ist auf dem Gasgebad oder am Flafnis oder was immer, das ist eine auf Top kommt. Und die haben da sehr feine Schmacke selber in der Gaffel und auch interessierende sehr. Und sie stoppt sich die bloß hinter dem Kleid, keiner kann das sein. En dan wat zij dan bis ze staat een huis voeren. Maar die lied door de morgen dat het wat waag is en zij leven zich weer het af. En dan wat wo aangehoord wo ze 30 dagen doen. En dan wezen ze wo we gaffelen gebleven zijn. En dat zij zeer beschämt dat zij dat gedaan hebben. En nu kan allemaal dat zijn waar de gaffelen gebleven zijn. En zo dat deed mij door opmunteren aan aan te denken dat God zijn woord zal te ons persoonlijk kracht dat schaffen. Wenn wir das lesen dann und wir vielleicht habe ich gleich eine Gaffel nicht genommen, wir haben, aber vielleicht andere Dinge, was vielleicht an uns Denken drehen dann oder an uns Leben sind gekommen, was sehr amaglich sein. Wenn wir weiten, dass die Gaffeln wurden dort anfangen zu drehen, die wurden das dann amaglich gewesen. Und so wünsche ich, dass Gott sein Wort für mich persönlich immer wird tun, dass wenn Dinge sind passiert, dat het woord met een lezen mij wordt revealen zoals deze machine ten 30 dagen de gaffelen opwezen dat openbaren dat worden weer gebleven. I have wieder aangaan, we hebben ons opnemen te beden. Gerechter Vater in Himmel, wir kommen waren fertig als Menschen die in Need zijn. Die brücken, Herr Jesus. Wir sind von Fleisch in uns fleischlicher Körper gleich wie so vielmal so zu pflegen. So sei dass wir da manchmal vergeten, was wichtiger ist, das innerliche Leben oder das bitterliche. Vor ich bete, dass du von der Wurst mit uns sein, den Wort lauten zu uns reden, dass wir wollen können singen und dass wir wollen können ein Blessing sein für die Umgebung. En niet bloß voor ons zelfs. Voordat we bevelen ons die aan, we beten dat dit woord wat te ons reden en we worden kan gereinigd worden en opgebouwd en gesterkt worden. Voordat we bevelen ons die aan in Jezus zijn naam. Amen. We willen ons lezen in Psalm 15. Ik had het timer van der ons dit gezegd. Gott siene bedinjungen fodat weisheit zum Leben, zu uns Leben. Wenn wir Gott sein Wort lesen, dass er so vielmals klar uns sein, was nicht zu tun, und das sagt uns, was zu tun ist. Und so, und wenn das dort ist, dann wünsche ich auch immer weiter, dass wir können diese Freude haben,
dort zu ändern wird, immer du viel zu ändern, because das halt nicht, wenn wir das weiten und das nicht tun. Als ich nanloten deed in deze boodschap, dan dacht ik op verschillende wegen, wo Gott dat ingerecht heeft met ons mensen en wat zijn plan is. En keiner door verloren gaan wegen zijn zin, wegen de zin is betoeld. Keiner wat geloven dat Gott door ons en ons aangenomen heeft. Excuse me. Keiner wat Gott angenommen hat, Jesus angenommen hat, und vor allem leben dat und an am Glauben dat der Wahl und der Sinn leben. Der Sinn, das tut uns verdorben und der hat Konsequenzen, der bringt Dinge mit sich und der verdorft ans Leben. Aber all die in Jesus leben, die brauchen nicht verloren gehen für das, was sie getan haben, aber sie wollen verloren gehen, wenn wir dabei bleiben tun, wir nicht anderen tun. So, Gott sein Wort es tut zu tun, um uns Richtlinien geben, was zu tun in uns Leben und was nicht zu tun. Da hätte sich vielleicht fragen, wenn ich sage, keiner darf verloren gehen, wer in der Sinn, der getan hat, aber wenn wir das Wort betrachten, dann das klar wird sein, dass wir uns dort, was wir getan haben, dort hat Gott vergeben, wenn wir am Dünn und Frauen, und dann kickt er uns von dort wieder, dass wir nicht mehr so dort leben, als wir gelebt haben. So dort beweist das klar, dass keiner Brück verloren gehen, wer in den Sinn, was er getan hat, aber wer ihn nicht glauben und nicht ändern und Jesus sein Leben übergeben. Dort ist, was uns von Gott tragen. Psalm 15, Vers 1 sagt, Herr, wer kann in den Tempel kommen? Wer wird auf den heiligen Boy wohnen? Das ist eine Frage, wo David mit anfangen wird. Wer kann in den Tempel kommen? Excuse me, ich bin eine Stimme, was ein bisschen machen kann. So, wenn wir uns diese Frau fragen, wer kann im Tempel gehen? Und wir kennen alle nicht die ganze jüdische Geschichte von, wo Tempel war, aber wir wissen so viel, dass das Tatjana Zeit wir in den Tempel können, selbst keiner gehen, als wir zu das jüdische Volk hier in Deutschland und sich gereinigt hat und verschiedene Abfall gebracht und was immer, die können im Tempel kommen. All die anderen nicht, wenn das nicht von das jüdische Volk wird, die können nicht im Tempel kommen, except der hat sich den jüdischen Glauben angenommen und dann so und so viele Jahre durchgelebt und bewiesen, dass ich will nicht irgendein Part von dem Volk sein, dann eventuell können die auch im Tempel kommen. Das wird somewhat von der Regeln, ich kann mir das nicht alle frisch abgekickt, wo das kriegt wir, aber hier so ist die Frau und uns, wer kann in den Tempel kommen? Herr, wer kann? Wer wird auf den heiligen Boy wohnen können? Und dann der Antwort fängt an in Vers 2 und sagt, wer du aufrichtig lebt und das, was reich ist, der kann in den Tempel kommen. Wir würden das auch wieder nehmen und sagen, wer wird im Himmel kommen? Die Antwort würde selber sein, was der zweite Fall sein wird. Oder wer kann in der Gläubige ihrer Versammlung kommen? Wir würden dafür auch den Weg fragen können. Dann wird immer wahr der Antwort reich sein, wer du aufrichtig lebt und das, was reich ist, und von Horten die Wahrheit redet. Eben der Kämpfer, das Wort nur gekickt, wo wir reden dann. Die sind die, die können im Tempel kommen, oder in der Heilige Versammlung kommen, oder im Himmel kommen. Wir können die Frauen auf verschiedene Wege fragen, aber das ist dieselbe Antwort. Dann in Vers 3, du sagst, es das. Wer über andere nicht schlachtet, nur redet, und seine Nachbarn nicht arg behandelt, und seine Nächsten nicht schlachtet, nur redet. So, Psalmist hier die sagt klar, dass ein großes Poet, dass wenn wir wollen in der Heilige Versammlung kommen, oder wir wollen im Tempel kommen, oder im Himmel kommen, dann ist es sehr wichtig, dass wir nicht wollen schlecht reden. Dass uns reden wird unter Kontrolle sein. Das sage ich werde den Vers noch einmal lesen. Das sage ich, wer über andere nicht schlachtet, nur redet,
seine Nachbar nicht arg behandelt und seine Nächsten nicht schlachtet nur redet. So, wir wissen, dass da sind viel mehr Bedingungen bei als diese, aber das, wo David sein Gebet Gott hat und er sagt, wer wird für Gott bestimmen? Und dann nahmt er some Dinge ab. Und wir wissen dort, wenn wer schlachtet reden dat über den Nächsten, oder den anderen schlachtet nur reden dat, dort ja Spulungen, dort ja vielleicht selber groß genug, dass wir das können für uns beholen, wenn uns wer was schlachtet verteilt hat. Aber wenn uns wer was hat verteilt von unseren Nächsten, was schlachtet, der nächste Mal, wie die Person waren begegnen, dann wird uns dort befallen. Und dann wollen wir an somewhat an den sein, nur die Person checkt. Wir wollen vielleicht nicht sein, wir wollen vielleicht nicht widerreden, wir wollen vielleicht klug genug sein, dass wir dort nicht glauben tun, oder dass wir den Menschen nicht wollen tun und behandeln, als was wir hier haben, aber somewhat wird das an uns tun, wenn wir den Person dann wollen begegnen. Hier, das Schreiber sagt es steht, wer über andere nicht schlachtet, nur redet, wer den Nachbar nicht arg behandelt und nicht arg die Geschichten nur vertalen wird. Die können Port sein von denen, die im Tempel nennen kommen können. Und dann in der 4. Vers sagt es, dann sagt es, wer der veracht, der Gott nicht annehmen, der hielt sich, wir wissen, dass das ist im Alten Testament. Aber hier hielt sich dort war ein Bezeuger von der anderen Seite, der wir nicht Gott annehmen, den würde ich verachten. Aber ich glaube, wir können das so nehmen, wer denn nicht mit angeht, mit dort, wer nicht Gott annehmen wird. Und dann sagt es wieder, in der Gottesfurcht irrt, wer der, was Gott fürchten tun, wer der irren wird, der durchhält, was er geschworen hat, oder versprochen hat, und don't, if das noch was kosten wird. Die sind die können in den Tempel kommen. Dort sind die können für Gott kommen. Und dann in 5. Vers, du geht noch wieder in die Seite von Interessfordern, was einmal sagt, wer sein Geld ohne Interesse utlädt und wer sich nicht beschenken lässt, der Ausschuldige zu beschuldigen, wer so lebt, steht ab immer in sicheren Grund. Ab einem sicheren Grund. Wer all diese Dinge nicht hat. So, das sind Bedingungen, die das braucht, dass wir glücklich leben. Wir sagen all Dinge, die wo wir vielleicht hastig non-checken sein, hier hat es nicht mit Sinn oder nicht Sinn zu tun. Aber das merkt dann noch einen Unterschied, wo wir die Dinge tun, wo wir accepted worden in der Umgebung oder wo die Umgebung die non-checken hat. Und wenn wir sagen, das hat hier nicht mit Sinn oder nicht Sinn zu tun, und den Sinn, dann Glück all die tun, was uns gegangen hat, das hat aber danach some consequences, was es mit sich bringen wird, die Gemeinschaft zu schwacher zu merken oder vielleicht sogar aufzubrechen. Und ich glaube, wir können uns immer weiter lehren oder üben, wo gehen wir mit Dingen um. Wenn wir das tun, für unseren eigenen Nutzen und nicht an denken, wo die Umgebung kickt oder noch uns reacten dat oder wo das anchecken dann kann das für uns ein Ansehen sein oder sogar auch verehrt. Psalm ist die Frage, wer kann in diesen Tempel gehen oder in den Herrn seinen Tempel gehen. Dann sind Dinge so und so und so, dann ja. Wenn die gehen dort gehen, dann nicht. Das ist klar hineingesagt. In Prediger Feier, Lehrer Feier, Vers 17 sagt es, pass ab, wenn du in Gottes Haus gehst. Dort du horchst und gehorchst. Dort ist besser als das Opfer von einem Glückaltchen, der nicht weiß, was das nicht meint mit das, was er tut. Das ist noch abgehoben, wenn wir nun Gott in Haus gehen, was wir gekommen sind. Es sagt, wenn du nach Gott in Haus gehst, dann horch und dann gehorch. Und so, als ich das hier so überlesen und nachdenken, so ich wollte das hier lesen und ich wollte Gedanken bei sein. Und so, das war mir das groß, wo ich diese Gedanken dabei sein, dass Menschen auf einmal
worden mehr an die Gedanken fokussen als an dort, was ich gelesen habe, aber dort meine wird worden, dort minimisieren, was wir hier gelesen haben. Und so, mein Gebet ist, dass nicht dort was tun, aber dass wir wollen horchen, in ihr horchen, was Gott sein wird sein wird. Das sehen uns hier mehrere Dinge, was wir nicht tun sollen. Das Psalm ist der Fokus hier nicht da an, wo wir unsere Tongue haben, wo wir reden von unseren Nächsten, dass dort nicht was ein Hindernis sind. Und der Fokus auch an, was wir versprechen haben, und don't es uns das was kosten wird, aber wir holen das, weil wir haben, das wird gegeben. Und so, dort ist wichtig, Tim, dass wir können in den Tempel kommen, das was David da abbringen wird. Wenn wir in der Topic denken, euch das genannt hat, Gott seine Bedingungen fordert Weisheit zum Leben. Und wenn wir in den Sinn gehen, spreche das 2. Kapitel überlesen, das merkt uns bis klarer zu verstehen, wie wichtig das ist, dass wir abpassen, horchen und gehorchen, was Gott sein Willen ist. Spreche 2, Vers 1 sagt, das steht, mein Kind, nimm meine Lehre an und hol meine Geboten aus ein Schatz an die. Und wir können hier nur lesen, dass wir diesen Vers so lesen, Kind, ich sende Fodat zu dir, nur horch, was ich dir sei. Aber wir können diesen Vers auch anders lesen und sagen, Gott ist mein Vater und ich sende sein Kind und ich will horchen, was Weisheit ist, zum dort leben. Dann in Vers 2 sagt es, horch Gott, nur was weis ist, und bemühe dich dort zu verstehen. So, das hilft uns zu verstehen, dass wir wollen das nicht von selbst alle kriegen und verstehen können, was Gott sein Willen von uns ist. Aber das sagt uns darum abhalten, dass wir wollen horchen und gehorchen, was das sein wird. Das bestätigt hier in Sprüche 2, Vers 2. Und dann in Vers 3 sagt es, wenn du nur an sich fragst und am Verständnis betest, das ist Vers 3, und dann in Vers 4 sagt es, wenn du nur siehst, so aus nur selber, und du nur Raum forschst, so aus nur ein verstärkten Schatz. So, wir alle bemühen uns, dass wir was Geld verdienen, um uns Brot zu bezahlen, dass wir leben können, und wir nehmen Zeit, um das zu tun. Wir strengen uns an, dass wir das wollen können. Und das ist auch, was wir so, das ist uns anbefohlen. Aber wenn wir nur Weisheit ab den Weg auch wollen sehen, dann sagt es in Vers 5, dann wirst du lernen, den Herrn zu fürchten und wirst Gottes Erkenntnis finden. Dann wollen wir dort finden, was uns Erkenntnis geben wird, wo mit uns Leben umzugehen und wo persönlich zu leben. Wir alle denken an Dinge verschieden an, aber tun dort nicht alle überein, und das ist nicht, wo das von reden wird. Aber dass wir dort wollen so leben, dass wir wollen einen Tag können mit Frieden gewesen unseren Herrn begegnen, dann Psalmist, der dann ziemlich abhanwesen, dass wir abpassen, wo wir reden tun. Spreche in jedem Teil sagt, dass wir wollen sehen, wo weise mit Dingen umzugehen. Vers 6 sagt, der Herr gibt Weisheit, was der Herr redet, bringt Erkenntnis und Verständnis. So in anderen Worten, wenn wir Gott sein Wort lesen, dann dort gibt uns Verständnis und dort gibt uns Erkenntnis, wo mit das umzugehen. Vers 7. Er gibt der Abbrecher wahre Weisheit. En de Abbrecher sind die du sehen, die du Zeit nehmen und nachforschen. Er gibt der Abbrecher wahre Weisheit und er ist ein Schild für die, die abrechtig wandeln. In anderen Worten, wir alle kriegen Dinge für uns, wie Geroden und Temptations nennen, oder in Antworten, was wir andere Menschen geben sollen, die Frauen uns und Dinge. Wir haben eine Verantwortung durch. Aber wenn wir Weisheit haben und nur geforscht haben, was Gott sein Willen in uns ist, dann wird Gott uns beschützen, dass wir nicht wollen errichtet sein
oder dass wir wollen in Ansehen sein für unseren Nächsten, oder dass wir uns wollen verschulden, weil wir haben Gott sein Willen an uns, Gott seine Weisheit, seine Erkenntnis an uns, und dort ist, was uns zum Schutz dient. Je wenn wir von Gott sein Wort weiten, je wenn wir uns dabei vertiefen, je schwer ist es mit uns, dass wir wollen eine Versicherungstiden vollen oder angeben für rechte Dinge. Je mehr wir von Gott sein Willen weiten und sein Wort erkennen, je gerater scheint es, dass Gott wird schaffen, dass uns wird beschützen, dass wir nicht wollen in Sinn oder in Ungerechtigkeiten geraten. Vers 8 sagt es, hij werkt über die dort rechte doen en hält die Sachen, die treu zu ihm sind. Das ist Gott. Hij mit seinen Heiligen Geist, hij geeft dat, want wir doen forschen. Wir losen uns zu, dass wir doen sollen, so sehr segnen aus uns selber und Gott. Und wir weiten dort von uns selbst. Wir reden manchmal von Geld verdienen und Wohl zu schaffen und das wird vermehren. Und dann, wenn wir einmal eine Gedeihe Food haben, wo wir das wollen tun, dann setzen wir alles an, was wir können, um das auch durchzuführen. Und das ist nicht mehr Arbeit, das ist reich. Aber hier sagt er, krieg so, noch wichtiger ist das, dass wir nur Gott sein wollen, auf die Weg auch wollen uns anwenden. Wenn wir das nicht wollen, wenn dann wird an uns non kommt, dann kann es säuerlich sein, dass wir wollen kalt kommen, dass wir wollen fehlen. Vers 9, ich hatte vielleicht gelesen, aber ich war noch einmal sagt, dann wo ihr dort gerecht sein, num reich seinen, fromm sein und alle gute Wege verstehen. Dann wollen wir dort verstehen. Dann wird uns nun gerecht sein, heran sein und verlangen tun sein, dort zu tun. Vers 10, wenn die Weisheit an das Wort kommt, in denen soll eine Freude und Erkenntnis lehren haben. Vers 11, wird dort vorsichtig sein, die bewahren, in den Verstand, was die du beholen. Wir wollen dort in uns Verstand entkriegen, in uns Verstand, uns Verständnis, unsere Erkenntnis, die wird uns du an bewahren und die wird uns du an leiden und halten. Vers 12 sagt es steht, dort wird die Haupen von beiset Leben weich zu bleiben und auch von den Mann, der verkehrte Dinge redet. So hier kommt das Schreiben dazu und sagt, dass wenn wir uns nennen lassen, was Gott sein Willen ist, und wir uns tun wollen eiven, dort wird uns helfen, vom beiset Leben weich zu bleiben, aber nicht bloß dort, dort wird uns auch anmohnen, wenn wir mit Menschen sind, die schlecht reden, da wird uns auch tun bewahren, oder vielleicht sogar uns davon weglenken, dass wir nicht wollen, bloß mitreden, oder vielleicht sogar uns verleiten lassen. Vers 13. Und auch von die den abbrechen Weg verloten und die diestre Arwe no gehen. Die freien sich zu freches Leben, die gehen beise in verkehrte Sachen no und sind kram und hängerlastig. Und dann in Vers 16, Weisheit bewahrt von euren Brechen und fremde frühes Glockmilje schmeicheln. Das jetzt so weit und sagt, wenn Gott seine Weisheit an uns ist und wir nur segnen, das wird uns von allen Ungerechtigkeiten bewahren. Und dort ist auch mein Verlangen von mir selbst und auch für uns alle, because das wird nicht von selbst kommen. Das kommt nicht von selbst. Das braucht es, dass wir uns durch ein Eiven tun. In 1. Korinther 1, Vers 30, das ist für mich immer ein sehr wertvoller Vers. Und ich habe mir den hier nicht die Blätter abgekriegt, aber ich werde in der Bibel lesen. 1. Korinther 1, Vers 30, ein sehr wertvoller Vers, wo ein leicht kann immer trägen und sich erbühen und erfrischen. 1. Korinther 1, Vers 30 sagt es dit. Durch dort, was Gott getan hat. Was hat Gott getan? Das sagt hier in das Vers, durch dort, was Gott getan hat, sind wir an Christus. Oder sind die an Christus Jesus. Gott hat dort gemerkt, nicht wir selbst. Gott hat dort gemerkt, dass wir durch Jesus Christus an uns Weis
gerecht, heilig en gerecht zijn. Dit is wat God gedaan hat. En dat braucht het dat we doen nog forschen, dat we doen nog zeker, als nu geld, als nu wat zeer wird vallen. Gott hat das gedaan. En wanneer we wijs worden, dat is plus durch Gott seine genade en durch dat wat Gott gedaan hat. Dat is niet uit onszelf, maar dat is dat, wanneer we forschen doen, wat Gott zijn willen is. Hij hat das gemerkt. En arm zijn we wijs. We haben Weisheit en arm. En dan wanneer we terugkijken wat we gelezen hebben en spreken, dus sehr klar abgeschrieben, woont es wijs en woont es nicht wijs. Wanneer we foolish dingen herangehen, dat is nicht wijs. Dat ons van Gott wegdrehen. Gaan we over herangehen, wat Gott zijn willen is, en zeker en dat wat Gott zijn willen van ons is, dat is wijs. Dat brengt ons wijsheid. Dat beschützt ons van zin. Dat beschützt ons van eierrechtigheid en herangehen. Je wenn we van Gott weten, je eier en je leichter, waar we een eierrechte wegen nennen. Aber je meer we weten, wat Gott zijn willen van ons is, je beter waar we staan en verschiedene temptations, verzekeringen worden ons worden aankomen. Mag Gott je alle segnen.